Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Ja, wir gehen mal gleich weiter. In der letzten Episode haben wir jo Level 22 noch erreicht. Das ist, glaube ich, das absolute Minimum-Level für die Hades Hexe. Und ich glaube, ich werde es mal folgendermaßen probieren. Ich zeige es euch mal, wenn man da... ich glaube, wir sind nämlich wirklich gut im Level. Im Spieleberater hieß es damals bei der Hades Hexe am Endboss von dem Gebiet hier, dass man die niemals unter Level 25 schaffen wird. Und dass man die auf jeden Fall erst mit Level 25, 26 knacken sollte. Weil man sonst keine Chance hätte. Und das hat sich in der Community auch ewig gehalten. Aber eigentlich ist es schon ab Level 20 machbar. Nur man spart sich halt echt viel, wenn man Level 25 und 26 hat. Dann ist die alt ein Knacks, nicht ein Knacks, wegen vor lauter Skelett kaputt gegangen und implodiert. Da ist die alt ein Klacks natürlich. So. Und ich glaube, man soll sie nicht unter Level 22 herausfordern. Weil man sonst nicht gerade besonders viel Schaden anrichtet. Und jo, jetzt dürften wir auf dem Minimal-Level sein und ich glaube, wir kriegen auch noch 2 Level im Laufe vom Schloss hier, sodass wir eigentlich beim guten Level sein sollten und nicht nochmal extra Episode nur für Aufleveln oder so verbrauchen müssen. Waren wir hier schon? Hoppla. Ich stoße die ganze Zeit an der Popschutz von meinem Mikro dran, weil ich mal die Brille gerichtet habe. Okay. Ah, guck doch mal das an. Sorry, falls es dann ein bisschen vibriert hat eben. Okay, da ist der Fluffy hier beim merkwürdigen Mechanismus. Was ist denn das da für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht sich, wenn man dagegen tritt und die Wand schiebt. Ja, das ist wie im richtigen Leben. Wenn man die Wand schiebt, wird alles besser. Aber wir haben doch so ein cooles Datum genannt gekriegt. Wir befolgen mal den Ratschlag. Hoppla, das war jetzt falsch. Das verändert so viel. Ach, scheiße. Warte mal. 2. Das geht nicht bis 9 oder 0 oder so, ne? Glücklicherweise, aber ihr könnt ja mal auf die Teile hier achten, während ich die Wand schieb. Die bewegen sich dann nämlich. Und ihr habt das Datum 286 genannt kriegt. Ah, ein mechanischer Ton ist erklungen. Haha, und wir haben hier fette Kette. Was könnte das wohl bedeuten, ihr liebe Leute? Ich glaube, wir haben ein bisschen was an der Kronleuchter geschoben. Okay. Hervorragend mit der Erkenntnis. Gehen wir gerade hier nochmal in den Raum 3. Bumm, bumm, bumm. So, Platz, du Vieh. Platz für mich. Dann ist da noch so eklige Spuckspinn. Zack. Und da gehen wir natürlich auch nochmal hier. Ja, das ist etwas ermüdend jetzt. Und ja, der ist ganz kaputt. Es ist etwas ermüdend beim Eispickel bei den untoten Gegner, weil die halt davor nicht so sehr betroffen sind. Du müsst mal die Strahlenanzer für die Knabe hier nehmen. Steh wieder auf, Blutgeripper. Zack. Und jetzt ist es endgültig kaputt. Okay. So, patsch. Aber ich nehme halt auch wirklich hier die EP immer mit, wie ihr seht. Nach der Hades Hexe wird es eigentlich nie mehr so wichtig sein mit dem Leveln. Deswegen kann ich dort noch in aller Ruhe eigentlich normal durchgehen durch die ganzen Gebiete. Sodela. Jetzt haben wir die Kronleuchter runtergeschmissen. Das heißt, dass ich wieder was getan hat in einem anderen Bereich. Zack, hallo Ritter. Hallo Ritter. Und tschüss Ritter. Und hallo, hallo, tschüss. Mehr als 160 halten die Jungs halt auch nicht aus. Zack. Da platzen die einfach. Da kennen die nix. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier hoch. Und gehen da runter. Weil da haben wir die Kronleuchter nämlich gesehen. So, jetzt sind die hier. Und dann können wir von dort aus auch noch einen gewagten Sprung machen. Und können hier den Rubin finden. Ja, wenn das nichts ist. Wenn das nichts ist. Und zusätzlich finden wir hier neben dem Rubin, der seltsamerweise violett ist, eine Götterknolle. Sehr schön, da kommen wir leider nicht durch. Und, so, Sprung gewagt, alles wunderbar. Nee, ich glaube, mit einem weiteren Level ist es doch nicht, weil wir sind eigentlich schon so weit. Schloss Toronia ist eigentlich schon so weit. Mehr können wir hier tatsächlich nicht mehr machen.
Außer nur noch Endgegenstand uns hole. Und dann war's das eigentlich auch schon hier. Ich glaube, ein weitere kriegen wir nicht. Zack. Zack. Und das war's dann hier, ja. Genau, da war noch einer. Okay. Ich stehe jetzt Sache, bevor ich euch jetzt nochmal das Ganze zeige. Ich bin ja mal gespannt, ob ich das hier kriege auf Level 22. Ich habe es nämlich bisher immer ab Level 25 gemacht. Okay, da ist noch was. Spiegelbild von der Statue verrät's Versteck vom Saphir. Argehellter Saphir. Okay. Weil ich jetzt nämlich sage, bevor wir uns da reinwagen zu der Hades-Hexe, sollten wir auf jeden Fall nochmal speichern. Und wenn das nämlich nichts wird, kann ich auf jeden Fall wieder meinen alten Spielstand laden, wo ich dann kurz davor bin. Aber wir knacken jetzt hier nochmal die Gegner. Komm schon. Und dann lösen wir noch was aus, was uns direkt zu der Hades-Hexe bringen wird. Und dann speichern wir. So. Und wenn der Kampf wieder ewig dauert, dann level ich auf jeden Fall nochmal auf. So, jetzt haben wir die 4 Juwelen. Jetzt sehen wir auch schon, dass die Stimmung wieder ein bisschen anders wird. Die Juwelen beginnen sich zu bewegen. Der erste Mann hat blaue Haare gehabt. Seltsamerweise der schwarze Mann. Der zweite Mann hat eindrucksvoller schwarze Pupille gehabt. Seltsamerweise ist das weiß. Die Haare vom dritten Mann haben voller Leidenschaft gebrennt. Das sieht irgendwie aus wie ein Musiker aus dem 18. Jahrhundert. Der letzte Mann hat ein falsches braunes Haar gehabt. Zack. Platsch. Okay, das ist wenigstens wirklich braun. Boah. Irgendwie wirkt die Musik auch gerade so gruselig fehl am Platz, muss ich gestehen. Bling, 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 Psycholied. Normalerweise wirkt es ja echt schön, gerade bei dem Wiederaufersteher von der Kontinente, aber hier hat es irgendwie so einen leichten Psycho-Touch, wie ich finde. Jetzt rasselt es ordentlich, nachdem der Mechanismus in Gang gesetzt worden ist. Und ein Kronleuchter rasselt hier runter. Batch. Jo. Das bringt uns ins Versteck von der Hades-Hexe. Was ich aber wesentlich cooler finde, ist, dass die in der britischen Ausgabe Bloody Mary genannt wird. Das gibt dem Ganze halt auch nochmal so einen Touch, würde ich sagen, so einen gruseligen Touch von Fabelgestalter, ne? Von seiner urbaner Mythe-Kreatur. Okay, so. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal raus aus Schloss Toronja und speichern. Ganz am Anfang habe ich noch, um auf Level 25, 26 zu kommen, im Nordvesterwald gelevelt, bis ich dann irgendwann auch noch um dritte durchspiele oder so auch gedacht habe, eigentlich ist es ja Quatsch, ne? Eigentlich wäre es ja geschickter, wenn man im Schloss direkt machen geht, weil da sind die Gegner ein bisschen stärker. Aber das liegt einfach nur daran, weil ich die Gegner am Anfang unmöglich bezwingen konnte, weil ich total low-level dahergekommen bin. Wie viel haben wir dann jetzt? Haben wir entweder volle Gesundheit, dank unserer Fressorgie hier. So, noch ein Fisch. Surf and Turf und jetzt petzen wir uns noch so ein Merlot hinterher und runter damit. Das gibt nochmal Tinte auf der Füller. Das heißt, schlafen müssen wir auch nicht, weil wir gerade wieder gefressen haben. Da können wir jetzt speichern. Ja, wie gesagt, als ich das erste Mal, das zweite Mal durchgespielt habe, da war ich auf jeden Fall so underlevelt, dass ich nicht mal in Schloss Toronja die Gegner richtig hingekriegt habe. Und deswegen habe ich im Nordvesterwald aufgelevelt. Und ja, so ist das halt. Und da hat sich das für die nächsten 2, 3 Durchgänge irgendwie etabliert. Und erst ab dem 3., 4., ich weiß es nicht mehr genau ab wann, habe ich dann in Schloss Toronja aufgelevelt. Jetzt mag ich aber gerade nochmal gucken. Bibliothek. Wie viel mir zum nächsten Level noch fehlt. Gerade mal gucken. Ja, eigentlich gar nicht mehr so viel. Gar nicht mehr so viel, würde ich sagen.
Okay, wisst was? Das Ende-Level nehmen wir noch mit. Das Level 23. Das muss jetzt einfach noch sein. Sorry an der Stelle, aber das muss jetzt leider echt sein. Weil so viel ist es wirklich nicht. Gerade nochmal gucken. Ja, die Jungs geben nach ziemlich viel. 932. Und 932. Gerade nochmal gucken. Ja, die geben schon relativ viele Erfahrungspunkte. Deswegen mag ich auf jeden Fall noch das Level mitnehmen. Zack. Dafür gehen wir dann auch nochmal in den Turm extra. Wie war das dann nochmal zum Turm? Zum Turm kommen wir, glaube ich, über die Rechtszeit. So. Ich glaube, hier war es, Richtung Türme. Weil in dem Ende Turm können wir halt auch perfekt leveln. Also, sorry. Das mag ich auf jeden Fall noch mitnehmen, weil einfach nämlich so viel an Erfahrungspunkte fehlt. Hätte ich jetzt irgendwie einen Arsch voll Erfahrungspunkte noch übrig, die wir noch bräuchten, dann wäre das wieder eine andere Sache gewesen. Aber so nehmen wir nochmal mit, was geht. Ihr seht es ja schon, wir sind nur noch 700 Erfahrungspunkte in etwa entfernt. Das muss jetzt echt noch sein. Sodela, komm schon, steh wieder auf. Zack. Okay, dich haben wir auch noch gekillt. Dich killen wir noch. Und dich, ach, weil du so eklig bist und weil dein Properzer vibriert. Und zack. Ach, nix, okay. Ah, was gibt's denn zum Essen, Jungs? Ist halt doof, wenn man immer nur die Hinkelknochen zur Fresse kriegt, ne? Aber so kann man Fleisch zu lecker auf die Knochen. 2 Vibro-Skelette. Widerliche Viecher. Okay. Es kann halt sein, dass man am dem Level wirklich bei der Hades-Hexe nur noch 1 bis 2 oder so abziehen. Und dann will ich auf jeden Fall nochmal weiter leveln. Weil dann fehlen uns ja eigentlich nur noch 2 Levels. Zack, und das können wir locker auch machen. So, und Rams. Das heißt, ich gehe jetzt einmal abseits von meiner Norm und probiere es jetzt wirklich mal auch auf... oh, Mist. Das war der falsche Turm. Und probiere es halt einmal jetzt auf Low-Level einfach mal. Aber wenn ich abziehe... ich weiß es nicht. Es ist so schwierig, ob ich den Kampf dann durchziehen soll. Und wenn ich dann dabei sterbe, soll ich aufleveln? Ich glaube, so halte ich's. Ich habe hier ursprünglich vorgehabt, das auf hohem Level zu machen. Und, Moment, gerade nochmal reinschielen. Ja, ist eh kurz vor knappig. Da können wir genauso gut wieder den Rückweg antreten. Auf dem Rückweg kriegen wir unser Level 8. Ja, ich glaube, ich habe mich jetzt endgültig entschlossen. Sorry, wenn ich so spontan bin. Normalerweise habe ich sie, wie gesagt, immer zwischen 25 und 26 gemacht. Und ich denke, ich werde es desmal so halten, dass ich den Kampf erstmal so probiere auf Level 23. Und wenn der erfolgreich sein sollte, der Kampf, wenn der dann erfolgreich sein sollte auf Level 23, dann ist schön und gut, aber wenn ich da abschmier und so wenn ich abziehe, dann level ich halt wirklich auf Level 25 hoch. Dann mache ich das halt so. Ganz einfache Sache. Zack. Jo, jetzt haben wir's. Level 23 erreicht, KP steigen um 12, die Stärke um 2, die Abwehr um 2 und das Glück um fette 3. Sehr geil. Okay. Da können wir jetzt raus aus dem Schloss. Ich steht Sache, ich mach's jetzt schon mal clever. Und leck schon mal gleich die Strahlenlanze an. Weil die ist unser wichtigster Begleiter hier im Kampf gegen die Hades-Hexe. Das habe ich auch ewig nicht gecheckt. Und habe mich am Anfang auch immer gewundert, warum ich da so, wenn ich abziehe bei der Hades-Hexe. Hab's aber nie mit Waffe ändern probiert, bis ich Jahre später im Internet den Tipp gesehen habe, probiert doch mal die Strahlenlanze. Die Hades-Hexe, die gilt als untot. Und die Strahlenlanze macht Zusatzschaden bei Untote. So hat man halt auch später immer noch was dazugelernt. So. Es kann auch sein, dass das Celemols schon im Spieleberater drin gestanden hat. Und dass ich einfach zu blöd war, um das nochmal gründlich zu lesen. Beziehungsweise zu eilig gehabt habe, um es gründlich zu lesen. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt mag ich aber mal selber gucken, wie das ist. Ich hab's das Mal, glaube ich. Das Mal, das war vorletzter Durchgang oder so. Habe ich es mal auf Level 20 durchgeboxt. Mit der Strahlenlanze und habe immer nur 1 bis maximal 3 abgezogen. Und das war so übel, dass mir dann noch echt die Hände gebrennt haben, die Handgelenke gebrennt haben.
Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich zwischen Level 20 und Level 25 hier das Level mache und die Hades-Hexe versuche. Also habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Das ist nämlich auch für mich jetzt Premiere, um ehrlich zu sein. Ich habe das schon so häufig gespielt, Terranigma. Und es gibt doch immer wieder noch Premiere in dem Spiel. Ich bin gespannt, wie viel ich abziehe werde. Hoppla. So, jetzt sind wir hier ganz unten gelandet. Und das ist jetzt ziemlich easy. Wir Hexer tanzen um dich rum. Beweg dich nicht. Dreh dich nicht um. Zu 14 wir, aber du bist allein. Wird das dein letztes Stündel sehen? Entschuldigung, es musste sich reimen. Wir färben mit dir die Erd rot. Triffst du die falsch, dann bist du tot. Und das ist relativ easy, Leute. Ihr müsst einfach immer nur stehen bleiben und die Gewitterhex hinter euch angreifen. Ich bleibe deswegen immer so ein bisschen in Bewegung, damit er immer gerade ausguckt und damit absolut klar ist, dass ich immer die in meinem Rücken abmurksen muss. Das ist an sich wirklich recht easy. Jetzt warten wir nur, bis die Gretler stehen bleiben. Weil wenn man halt eine gewisse Zeit stehen bleibt, dann guckt er genau in die andere Richtung. Zack. So. Okay. Noch einmal dasselbe Spiel. Okay. Jo, komm schon. Dann bist du tot. Schon klar. So, und? Bleiben nochmal stehen. Dankeschön, Mädels. So, das war's jetzt nämlich mit den 3. Und hier gibt es sonst nichts Interessantes mehr. Nur ein paar Knochen. Außer Spesen nichts gewesen. Hier gibt es leider sonst nichts mehr. Und ja, hier ist die Folterkammer. Wozu auch die Stachel immer gut sein mögen. Und noch so ein paar Folterstühle. Und da liegt einer. Was ist denn mit dir? Kristallklare Stimme aus dem Nichts erklingt. Willkommen in meiner Kammer. Genieß die Zeit wie im Traum. Erfreu dich am Spiel mit meiner wunderbare Kinder. Oh, jetzt kommt auch noch sowas Mieses. Achtung. Hexer sagt, lauf. Hexer sagt, stopp. Dann müssen wir stehen bleiben. Das ist halt so. Ochs am Berg, ne? Zack. Jetzt habe ich er. Du hast Hexer verwundet. Ah, das war nicht nett. Okay, jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie, die berühmt-berüchtigte. The one and only. Yankee Presents. Die Hades-Hexe. Ja, das ist der allergefürchtetste Gegner in ganz Terranigma. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was ich abziehe. Achtung, Achtung. Okay, noch ist nichts. Noch ist er noch nicht im Kampfmodus. Achtung, ab wann ist es soweit? Jetzt. Jetzt nimmt sie ihr Gesicht ab. Oh, scheiße. Okay, ich ziehe wirklich nicht viel ab. Okay, aber ich mache zumindest nur standardmäßig 3 bis 4. Das ist schon mal nicht so schlecht. Okay, ich glaube, den Kampf könnte man trotzdem packen. Okay, ja. Den Kampf könnte man trotzdem packen. Ich bin stärker als sonst. Auf niedrigem Level, weil auf niedrigem Level macht man maximal mit dem Glückstreffer 3 Schaden. Und ich mache regulär schon zwischen 3 bis 4 Schaden oder zwischen 2 bis 4. Das ist schon gar nicht nur so schlecht. Eigentlich relativ gute Voraussetzungen. Okay, da ist er jetzt. Ja, scheiße, vor dem Ding müssen wir halt gewaltig aufpassen. So. Weil das Ding macht der eigentliche Schaden hier. Die Hexe nicht selber. Und wie gesagt, in der englischen Ausgabe heißt sie Bloody Mary, was ich an sich ganz cool finde. Man muss halt immer darauf achten, dass einem das Gesicht die Maske nicht trifft. Und dass man deswegen immer den Stichangriff verwendet. Ja, bei Glückstreffer mache ich sogar 6 Schaden. Das ist echt gut. So. Boah. Ja, da muss man halt immer aufpassen, dass man den kurzen Augenblick von Unverwundbarkeit nutzt in dem Kampf. Und dass man ständig in Bewegung bleibt. Jetzt rennt uns das Ding auch noch hinterher.
Das an sich ist nicht so großartig schwierig. Ja, ich habe hier schon gesagt, von wegen Strahlenlanze und so. Ich zeige euch jetzt mal gerade, was abgeht, wenn ich der Eispickel verwende gegen die. Das machen wir auf jeden Fall auch nochmal, weil wenn das auf jeden Fall das Ende sein sollte, und ich glaube, mir eine gute Chance, dass das Ende ist, sehen wir ja, 1 an Schadenspunkte. Das ist halt hundsmiserabel. Und deswegen nimmt man auch nimmt man auch die Strahlelanze, weil man da einfach mehr abzieht. So. Zumindest das Doppelte, ne? Aber 8, 3 und 4 und im besten Fall sogar 6 Schadenspunkte. Uah. Ja, da muss man halt wirklich aufpassen. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns mal was Besonderes neu petzen, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Und zwar eine Götterknolle. Ich glaube zumindest, dass ich noch keine verwendet habe. Kann auch sein, dass ich sie schon mal benutzt habe. In dem Fall bitte nicht korrigiere. Okay, jetzt sind wir wieder voll geheilt. Das Ding schwabbelt uns wieder hinterher. Ja, ich glaube, wir haben wirklich gute Chance. Ich mache zwar nicht mal 20 bis 30 gewohnte Schadenspunkte, aber es wird auch eine Stunde dauern, der Kampf. Ich glaube, das läuft recht gut hier. Ich bin zuversichtlich, dass wir die beim ersten Versuch sogar packen. Und dass ich dabei keine Arthrose kriege, wenn ich das mache. Okay. Ja, ich bin tatsächlich zuversichtlich. Ist halt scheiße, wenn man durch schier Arthrose kriegt vor lauter Kampfdauer. Aber ich denke, das läuft ganz gut, weil ich krieg auch nicht allzu viel abgezogen. Weil auf niedrigerem Level kriegt man halt schon ordentlich was auf der Wäschung. Da kriegt man nicht nur 20 oder 28, 38 abgezogen. Da kriegt man dann halt locker zwischen 48 und 58 abgezogen. Deswegen, ja, ich glaube, das ist ein gutes Mittelding. Level 20 wäre ich definitiv nie wieder machen. So viel ist klar. Aber Level 23 ist anscheinend echt gut geeignet. Super. Es ist vollbracht. Die Rache der Königin enthebt sich vom Schloss. Na, geil, oder? Und ich jetzt sage hier, liebe Leute, liebe Gefangene, denn befreien wir in der nächsten Episode von Let's Play Terranigma auf Pelzig. Und ich bin froh wie Bolle, dass ich die Hades-Hexe jetzt schon zum schönen Mittelweg gekillt habe. Ohne dass man nochmal Erfolg für 2 Level vergeuden müssen. Das freut mich besonders. Und ich jetzt sage, mit der beste Waffe jetzt ausgerüstet, mache ich hier den Cut und wir sehen uns morgen zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, Ayan Yankee.